Da hat jemand richtig Lust aufs Müllerhandwerk. Mir gefällt meine Arbeit jetzt richtig, wenn ich von oben bis unten voll mit Mehl bin. Die 24-jährige Müllermeisterin will in der 5. Generation die kleine Familienmühle in Gustenfelden weiterführen. Das Rattern und Rumpeln hat Luisa nach dem Abitur doch mehr gereizt als das ursprünglich angestrebte Lehramtsstudium. Handwerklich hergestelltes Mehl aus Körnern von Äckern der Region. Davon erzeugt Luisa mit ihrer Familie mehr als 20 Sorten. Sie mag die ständig neuen Herausforderungen, dazu viel Arbeit und Bewegung über mehrere Mühlenetagen hinweg. Als Juniorchefin muss sie alles kennen und können. Genau diese Abwechslung gefiel ihr schon als Kind. Ja, also das war mir tatsächlich so, da hat man sich immer besonders gefühlt, wenn man in der Mühle mithelfen durfte. Und so waren wir auch als Kinder immer schon mit eingespannt und das hat uns natürlich Spaß gemacht. Einblicke in ihren Beruf vermittelt Luisa gern über die sozialen Medien. Es ärgert sie, dass nur wenige Leute wissen, wie Mehl überhaupt entsteht und was den Beruf einer Müllerin ausmacht. Also postet sie Eindrücke aus ihrem Arbeitsalltag. Dazu zählt die Beschaffung von backtauglichem Getreide aus nächster Umgebung. Hier fahren die Landwirte ihre Körner noch direkt zur Mühle. Das war heuer schwierig, weil es kurz vor der Ernte viel geregnet hatte. Dadurch verloren einige Getreidekörner wichtige Inhaltsstoffe, durch die später aus dem Mehl ein lockerer, fluffiger Teig wird. Es war dieses Jahr leider wirklich eine Gratwanderung, da natürlich wir einerseits auf das Getreide angewiesen sind, um eben Mehl herstellen zu können, aber die Bauern natürlich auch auf die Einnahmen angewiesen sind. Und das ist eben auch das Problem in der Branche, dass man eben absolut vom Wetter abhängig ist. Deshalb muss sie alle Getreideangebote mit der sogenannten Fallzahl auf Backtauglichkeit prüfen. Luisas Kunden erwarten beste Mehlqualität. 1000 Tonnen produziert die Familienmühle im Jahr, so viel wie große Betriebe an einem einzigen Tag. Dementsprechend muss die Müllerin für ihre Ware einen höheren Preis verlangen, damit sich ihre Arbeit rechnet. Also braucht sie Bäckereien und Supermärkte in der Umgebung, denen regionale Qualität auch das Geld wert ist. Leicht ist das nicht, aber wir haben einfach unseren Preis, wo wir sagen, unter dem können wir einfach nicht liefern, weil natürlich unsere Produktionskosten auch gedeckt werden müssen. Und wenn die dann einfach sagen, sie sind nicht bereit, 3 Cent für die Tüte mehr zu zahlen, dann tut es uns für die natürlich leid. Aber dann bleiben wir auch dabei und sagen, dann gibt es einfach eben dieses Mehl für den Supermarkt nicht mehr. Dazu hat die Familie mit ihrem eigenen Hofladen seit gut 30 Jahren auch den direkten Kontakt zu den Verbraucherinnen und Verbrauchern. Auch dort muss sich die Müllermeisterin immer wieder etwas Neues einfallen lassen. Standardmehl allein genügt längst nicht mehr den Ansprüchen. Brownies, das ist meine ganz neueste Mischung, weil ich eben Brownies sehr gerne esse. Und da habe ich dann eben auch, wollte ich nicht aus Weizen machen, sondern aus Dinkel. Und so habe ich die dann eben selber entwickelt, habe da auch wochenlang dran getüftelt, dass eben die Rezeptur perfekt ist. Und da habe ich mich dann eben auch ganz arg gefreut, wie ich sie dann eben in Verkauf bringen konnte. Und im Laden genießt sie immer wieder den Austausch mit Kundschaft. Das motiviert die junge Unternehmerin. Ja, also das Dinkel können Sie auf jeden Fall verwenden. Roggen ist auch immer für Bauernbrot gut. Wir haben unsere Backmischung jetzt mit Roggen und Weizen. Luisa spürt Wertschätzung für ihre Arbeit und dass sie Menschen einen Genuss bereiten kann. Ihre Eltern hatten nicht damit gerechnet, dass das älteste der 3 Kinder die Mühlentradition fortführen würde. Natürlich freuen sie sich. Ein wichtiger Grund für Luisas Entscheidung? Gustenfelden. Dieses besondere Dorf mit 4 Direktvermarktern in fußläufiger Entfernung. Gegenüber der Winklermühle kaufen die Leute Obst und Gemüse direkt vom Erzeuger. Gleich daneben gibt es auch Fleisch und Wurst beim Metzger und noch einmal 150 Meter weiter auch Eier, Käse und Milchprodukte. Bei ihrem Nachbarn Manfred Wagner kauft Luisa auch Zutaten für ihre Hofbäckerei. Eine starke Dorfgemeinschaft. Nur wegen einem, dass man jetzt sagt, er kommt wegen einem Kilo Mehl oder wegen 2 Kilo Äpfeln und 100 Gramm Wurst, da würde keiner extra herfahren. Und das macht natürlich einfach auch die Gemeinschaft aus. Luisa bekommt schnell Heimweh, wenn sie länger weg ist von Gustenfelden. Die Familienmühle, das Dorf, das Miteinander, für sie
passt das einfach.